Menschenfurcht stossen wir jetzt auf einen ganz speziellen Akzent. Bei einer Aussage von Jesus, die so unverständlich tönt und so schroff ist, dass es jedem mal kurz hinterher strahlt. Jesus sagt nämlich an einen ganz ehrlichen Mensch: Lass die Toten ihre Toten begraben und folge mir nach. Matthäus 8, 22. Die Geschichte, die nur aus ganz wenigen Sätzen besteht, wie ein Blitzlicht, die fängt ganz gemächlich und harmlos an. Jemand wächst in Traditionen auf, in guten Traditionen, in frommen Traditionen. Es sind Traditionen, die sogar in den 10 Geboten verwurzelt sind. Zum Beispiel eben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und er hat das gelernt machen. Oder macht das bis jetzt. Und etwas, was er aber nicht weiss, was er auch macht, ist nämlich, er beugt sich an einem Erwartungsdruck. Er ist absolut nicht frei innerhalb von diesem Gebot. Nach dieser langen ersten Phase, wo man sagen kann, es war ein bisschen gleichförmig, vielleicht sogar ein bisschen langweilig in seinem Leben, nach dieser Phase kommt eine zweite, kürzere, sehr interessante. Er trifft nämlich Kollegen, Freunde, Leute, die ihrerseits Jesus getroffen haben, den Mann aus Galiläa, den Rabbi aus Kapernaum. Und sie sind verändert, sie sind begeistert, sie sind nicht mehr gleich wie vorher. Und er beschließt, nachdem ihm sein Leben jetzt doch ziemlich gleichförmig, ja fast ein bisschen schemenhaft vorkommt, er beschließt, den Jesus selber aufzusuchen. Und tatsächlich findet der junge Mann Jesus. Und es ist so, wie seine Kollegen haben erzählt, das ist eine Weite, das ist der Geruch von Freiheit. Das ist immer ein bisschen dramatisch, da geht etwas, Leute kommen, Leute gehen. Und die Leute, die hier sind, sind fast eine kleine Familie. Es ist wie wenn der alte Familienrahmen auseinandergeht, ein neuer ist hier. Und im Mittelpunkt ist Jesus, respektive etwas, das man nicht sieht, aber das man bei ihm spürt, wo wie ein mächtiger Vater über allen ist. Und es kommt dazu, dass er wirklich dem Jesus in die Augen schaut. Und dann kann er ihm die grosse Frage stellen, wegen der er ist hierher gekommen. Die 5. und letzte Phase, wir kennen sie dummerweise nicht. Es hat niemand gesagt, wie es weitergegangen ist, wie er sich entschieden hat. Das muss offen bleiben, weil das ist jetzt eben meine und deine Phase. Weil wir stehen ja vor dem Wort, das Jesus sagt, schütteln den Erwartungsdruck ab. Von falschen Familienerwartungen, von unechten Familienbanden, von Sachen, die nicht wirklich Liebe sind, sondern eine Art Menschenfurcht. Man kann es nicht anders sagen. Irgendwie an einem faulen Friedenslieb irgendetwas machen, wo man eigentlich weiss, es ist nicht dran. Und jetzt sind wir dran, hier die Antwort darauf zu geben.